Ja, die haben damals, ist ja 1972 ist der LPG aufgelöst worden, nach Tremendorf angegliedert worden, also es war keine eigenständige LPG mehr. Es sind ja auch viele Flächen weggegangen durch die Laubach hier, das war so 72, 73. Und da haben sie aber auch Arbeitskräfte zusätzlich gebraucht im Tagebau. Und da haben sie die Leute, die in der LPG hier aufgehört haben, ersatzlos übernommen. Die haben dann alle im Tagebau Arbeit gekriegt. Brauchten nicht auf der LPG in Tremendorf irgendwie arbeiten gehen. Die sind dann hier, und das waren ja überwiegend Frauen dann, die ja im Tagebau Arbeit hatten. Die haben auch nicht schlecht verdient. Ich meine, bloß jetzt sind sie eben nach und nach älter gewesen und Vorruhe. Und die haben natürlich alle rausgesetzt und nach der Wende. Die Braunkohlenindustrie entwickelt und breit gemacht, nicht? Und hier fanden dann viele Leute das Arbeit. Ja. Die haben schöne Arbeit, schönes Geld verdient. Die konnten von der Landwirtschaft nicht leben. Naja, und von der LPG, was sie dort gekriegt haben, war ja kein Verdienst. Ja. Ich frage, wo Sie gearbeitet haben? Haben Sie ich arbeite immer noch im Tagebau, ja. Ich habe damals im Tagebau in der Marktschneiderei angefangen. In der wo? Marktschneiderei, das Vermessungswesen. Also auch irgendwo jetzt hier in den... Nö, wir waren direkt stationiert hier vorne in den Tagesanlagen und sind dann zum Vermessen praktisch den ganzen Tagebau abgefahren und. Je nachdem, was wir zu vermessen hatten. Und mein Mann hat als Kraftfahrer angefangen und arbeitet auch immer noch als Kraftfahrer. Ich habe inzwischen gewechselt, ich bin jetzt auf der Betriebspost. Und Ihr Mann arbeitet auch noch? Mein Mann arbeitet auch noch im Tagebau als Kraftfahrer. Und deswegen sind wir immer noch bestrebt, dass der Tagebau weiterläuft, solange wir Arbeit haben. Denn ich meine, wir werden ja nicht jünger, wir werden ja immer älter. Und wenn wir dann vielleicht hier, was weiß ich, jeden Morgen 100 Kilometer fahren müssten zur Arbeit, ist dann eine Umstellung, wenn man das ganze Leben die Arbeit vor der Tür hatte sozusagen. Ne? Schacht 1 ist ein tiefer Schacht, da war ich sogar mal unten drin. Ja, ich habe ja auch von 72 habe ich im Tagebau gearbeitet, hier in der Abteilung Grube. Da war ich 17 Jahre. 7 Jahre habe ich über meine Rente gearbeitet. Echt? So lange haben Sie denn in der Grube? Ich habe es ausgehalten, wissen Sie, ich war im Arbeitsschutzmagazin und da war das nicht so schwer, die Arbeit. Die war nicht so schwer, sie war es, also Arbeit war genug. Das macht mit Wäsche und mit Planen und mit allem für die Abteilung Grube. Ja, und ich weiß nicht, da habe ich doch ausgehalten. Ja, ich habe wirklich ausgehalten, muss man sagen. Ja, dann hat man ja alle nie weiterfahren. Also ich habe ja immer gesagt, wenn ich müsste vom Weißwasser nach meiner Rente hier auf Arbeit fahren, das hätte ich nie geschafft. Das wäre mir, naja, frühzeitig um 5:30 musste er da sein. Das hätte man nicht geschafft und so war ja das ganz bequem. Ja, ganz bequem. Haben Sie im Tagebau gearbeitet? Ich, ja, 16 Jahre. 16 Jahre? 16 Jahre Schichtarbeiterin war ich. Sie im Tagebau. Haben Sie vorher schon irgendwas anderes gemacht? Oder? Wir haben ja die Landwirtschaft und die LPG. Da waren wir ja, meine Mutter, die war krank, die konnte dann nicht. Und dann bin ich immer für die ein bisschen auf die LPG ein bisschen gegangen, dass die, was für schwere Arbeit war und so, das habe ich dann ein bisschen mitgeholfen. Ja. Naja, und dann waren die Kinder auch, nur weil die Kinder groß waren, da bin ich eben auch hier auf die Arbeit. Da war er hier bei uns, haben sie dann hier die LPG hier aufgelegt, durch die Grube, durch den Tagebau. Ja. Dann hast du aufgelegt und wir sind dann hier, die jungen Frauen, alle auf die Arbeit hier in die Grube, im Tagebau. Sind wir dann alle gegangen, die jungen Frauen. Ja. Naja, die Eltern, die waren ja dann alle schon die Zeit dann Rentner geworden. Und wir sind dann im Tagebau hier alle gegangen. Gleich dann nach der Wende, dann haben sie uns gleich, die kurz vor der Rente so waren, die Frauen und die haben sie dann gleich alle in die Kurve geschickt. 91 oder? Ja, ich bin schon 90 im Oktober. Ah, Sie sind schon 90? Ja, ich war mit die Ersten, wir waren mit die Ersten. Die haben uns gleich gesagt, wir Renten, haben sie gesagt, dann kommen die erst dran. DDR-Frauen haben alle gearbeitet. Ja. Ohne Arbeit ging das nicht. Ja, du warst ja zu Hause ein paar Jahre, nicht? Naja, wo noch keine LPG war. Dann war ich eine Weile zu Hause, aber wo LPG war, doch nicht. Naja, hat man ja nicht mehr so viel. Nee. Also vorher haben Sie sozusagen hier zu Hause... Ja, ein bisschen in der Landwirtschaft geholfen, ja. Ja. Die Arbeit, ich habe in der Grube gearbeitet und vorher, viel mal bei einer Firma habe ich auch mal gearbeitet, aber viel eben in der Grube gearbeitet. Also irgendwer aus der Familie arbeitet auch im Tagebau? Ja, wir sind alle Mann. Ja, mein Mann und ich, wir sind beide im Tagebau. Bis jetzt noch, man weiß ja nicht wie lange. Darf ich fragen, welcher Jahrgang Sie sind? 46.
46. Und Sie haben praktisch auch, also Sie arbeiten wahrscheinlich schon lange im Tagebau, oder? Das waren 20 Jahre, 19 Jahre waren es jetzt. Haben Sie vorher schon woanders vorher Ich war mal gearbeitet? im Kindergarten bei uns hier. Hier? Im Ort hier. Vorher dann. Na, da war ich dann zu Hause gewesen. Die Kinder waren noch klein gewesen und Wirtschaft, unsere Mutter hat ein bisschen Wirtschaft mitgeholfen, arbeiten.